Guten Morgen, merci vielmals, dass ihr zu so viel kommen seht. Wir sagen, dass der Tourismussektor der Sektor war, den als ersten von der Corona-Krise betroffen war. Und es wäre doch den letzten Sinn, den rausgehen, das nachhaltig an über eine lange Dauer von den Auswirkungen betrifft. Dafür ist es umso mehr wichtig, dass wir gerade nicht nur an eine Normalität rankommen, das können wir nicht mehr. Wir müssen lernen, an diesem Sektor besonders mit dem Virus umzugehen. Wir auch in Corona-Zeiten müssen können reisen, aktiv sein, aber besonders die touristischen und kulturellen Attraktionen neu kennenlernen und erleben. Das natürlich aber alles am Respekt von den sanitären Mesuren. Gerade an diesen Zeiten ist es wichtig, den Tourismussektor zu stärken, für eine neue Zukunft zu präparieren. Der Tourismus ist ein wichtiger Pilier von unserem Land, das ökonomisch, gesellschaftlich und kulturell. Das sehen noch Präsidenten so, die wir an einer Etude befragt haben, die wir schon vor Corona zusammen mit LFT in Auftrag gegeben. Ein Neustart am Tourismus heißt aber nicht, da aufhängen, wo man just vor der Krise abgehalten haben. Nein, das Verhalten der Reisenden hat sich geändert und die Erwartungen, die man als touristische Destination muss erfüllen, sind noch ganz andere gehen. Den Marché de Proximité kriegt noch eine viel mehr wichtige Rolle, weil Vakanzen mehr kurzfristig gebucht gehen, auf Fernreisen quasi weltweit auf Eis leihen. Unter diesen neuen Konditionen werden wir die nächsten Wochen einen Plan de Relance mit allen Akteuren vom Freizeittourismus und von den Business-Events verfeinern und komplettieren. Dafür haben wir 2 Webinare am Juli geplant. Also Plan de Relance basiert auf jeweils 5 Pilieren, sowohl für den Freizeittourismus wie aber auch am Bereich von den Business-Events. Als erstes ging es auf den Bereich vom Freizeittourismus angehen. Der Regierungsrat hat als erstes den letzten Freitag dezidiert, dass man einen Tourismusfonds an Höhe von 3 Millionen Euro en place setzen, die besonders den ASPL am Tourismussektor unter dem greifen soll. An der Zinalde, die nicht wie beispielsweise Hoteller oder Tresagenzen eligibel sind für den Fonds de Relance et de Solidarité pour Entreprises. Gerade den Tourismus hier am Land wird gedrohen vom Benevolat. Viele freiwillige Leute engagieren sich an ASPL oder an Syndikatinitiativen, für über diese Weg beispielsweise die Infrastrukturen auf der einen Seite an der Reihe zu halten, und aber auch die touristischen Infrastrukturen, die wir zu Lützeburg schon zu gerieren. Diese ASPL sind teilweise ganz viel Revenuen weggebracht. Und dafür wollen wir sie über diesen Fonds zibliert unterstützen. Den zweiten Pilier haben wir schon am letzten Jahr als Tourismusstrategie verstärkt auf die Minumärkte orientiert. Das heißt dabei nordisch Länder, Deutschland, Frankreich, Belgien, und aber auch Holland und andere europäische Destinationen. Laut Statec kommen rund 88% von den internationalen Gästen aus anderen europäischen Ländern, davon aber nur 7% mit dem Flieger auf Lützeburg. Die regionale Approche ist ein bewusster Choix an unserer Tourismusstrategie gewirkt, für auf ein mehr qualitativ, hochwertig erderweis den Tourismus umzugehen, den ein wirtschaftlich reell Plus-Value bringt. Und wir setzen nicht auf den Tourist, den vielleicht just Zeit hat, für 1 oder 2 Stunden aus dem Bus rauszuspringen, flott Fotos zu machen, direkt an den Bus ranzuklammen und weiterzufahren. Die Corona-Epidemie hat uns an dieser Approche noch einmal bestärkt. Die Marché de Proximité sind noch viel mehr bedeutend gehen, und dafür haben wir kurzfristig noch einmal den Fokus auf diesen Typ von Visiteuren gelöst. In diesem Kontext ist auch die Promotion von unserer Destination bei den Residenten und den Leuten aus der Großregion zu sehen. Dafür haben wir als dritten Punkt, als dritte Pilier die neue Kampagne Lützeburg, da das Vakanz, zusammen mit LFT ausgeschafft. Das Kampagne weist den authentisch Lützeburg, wo es vieles zu entdecken gibt, eben gerade auch für Residenten. Hier sieht ihr schon Ekran,
klengen Teaser vun dieser Kampagne. Das ist eine Kampagne, die Lützeburg in ganz vielen Facetten weist. Das ist eine Kampagne, die auch genau dat weiß, was die noch kann erliewen. Mir große Wert drauf gelöscht, eben gerade die Bilder, die gewisse gehen, kann jitverein à tout moment auch gene so erliewen. Für die Residenten und aber auch den Frontalien Lust op Vakanz heim zu machen, hat die Regierung dezidiert, all Personen über 16 Jahre ein Bon von 50 € für eine Übernachtung zu Lützeburg zu gehen. Ugangs Juli hat Schitverein sein Bon für die Vakanz zu Lützeburg an der Bord. Ab mit Juli kann diesen angelesen gehen und ist dann valabel bis zum Schluss von diesem Jahr. Der Bon ist durch einen QR-Code personalisiert und kann just von der Person angelesen gehen, der den Bon auch reellement gehört. Der Bon kann just genutzt gehen, für den Preis von enger oder pur Übernachtungen zu bezahlen. Dabei kriegt der Gast die Valeur von seinem Bon, also 50 € von der Hébergementsrechnung, aufgehalten. Wenn zwei Personen sich ein Zimmer teilen, können sie natürlich auch hier 2 Bonnen für alles für den Zimmerpreis zu bezahlen. Durch die Unterstützung vom CTI Let's Shop werden wir für dieses Bonnensystem auch eine efficace und unbürokratische Gestion sowohl für die Klienten wie auch für den Hotelier oder die vom Camping sicherstellen können. Rundherum der Bon wird aber auch in einer flotte touristischer Offer geschafft gehen. So werden Packagen Summe gestaltet gehen, für die Leute eine Idee zu geben, was sie zum Beispiel an 3D und Aktivitäten hier am Land können machen. Auch die RTN schaffen da ganz aktiv und enger Offer mit und haben auch schon an den letzten Jahren ganz flott Produkte entwickelt. Lützeburg neu entdecken und neu kennenlernen, das wird das Motto von diesem Sommer sein. Und ich bin zuversichtlich, dass ganz viele Leute auch werden von dieser Offer profitieren. Der vierte noch wichtige Pilier am Freizeittourismus ist Digitalisierung. Wir haben dezidiert, den ASBL, die am Bereich vom Tourismus aktiv sind, eine Diagnostik zu bezahlen, für das sie sehen, wo sie nach können Verbesserungsmöglichkeiten am Digitalen haben. Zusammen mit ihnen wird man eine Digitalstrategie für Lützeburg aufstellen. Das kann von einem Online-Ticketing-System gehen bis hin zu einer Offer am Bereich von der Virtual Reality. Letzten, aber ganz wichtiger Punkt aus den von den Investitionen. Über den 10. 5-Jahresplan haben wir insgesamt 60 Millionen vorgesehen, für an touristische Infrastrukturen zu investieren. 34 Millionen haben wir schon über diese wie ausbezahlt, aber wir werden natürlich auch weiter Akteure wie die Gemengen, aber auch encouragieren, hier Investitionen hoch zu halten. Ich meine, gerade lo ist es wichtig, dass die öffentliche Hand die Investitionen hoch hält, und gerade da werden wir als Teil auch klar dazu beitragen. Kommen wir zu den Business-Events und zu den 5 Pilieren, die wir hier haben. Den Bereich von den Business-Events, also die Kongresse, die Foren, professionelle Evenementen, also wolle den nicht zum klassischen Tourismus gehört, mit dem für die Lützeburger Ökonomie aber eine ganz große Bedeutung hat. Das ist kein Geheimnis, dass dieser Sektor ganz stark von der Krise betroffen ist. International Estimationen sagen, dass an Europa 12 von den Visiteuren quasi enttäuschend vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 wird raufgehen. Davon ist ein guter Teil auf die professionelle Klientel zurückzuführen. Durch die Krise fanden ein Viertel von den professionellen Reunionen schon heute in einer hybrider Form oder sogar ganz virtuell statt. Wir haben also hier eine Entwicklung, die immens beschleunigt ist durch die Pandemie. Und der Rat wird auch hier sich sicherlich nicht komplett zurückdrehen. Auch im Businessbereich müssen wir uns dafür neu aufstellen. Wir werden mit den Akteuren Terrain zusammen einen Relanceplan an den nächsten Wochen weiter detaillieren. Wir basieren uns also auch hier, wie schon gesagt, auf 5 Pilien. Erstens finanzielle Hilfen. Es geht noch nicht weiter auf all die verschiedenen Mesuren an, die schon in den letzten Wochen vorgestellt sind. Just vielleicht ganz kurz.
ein Wort zum Fonds de Relance et de Solidarité. Das ist ein spezieller Fonds, den ihr gerade an den Entreprisen aus dem Eventbereich in der Term greift. Das geht von der Lokation de Salle bis hin zum Standbauer, das geht vom Hotelier bis zu den Reesagenzen, das geht vom Träter bis zum Imprimeur. Das Betrieber kriegen über eine Periode von 6 Monaten eine Hölle von 1250 € pro Salarié, der schafft, an eine Aide von 250 € pro Salarié, den am Chômage partiell ist, das ist aber der Kondition, dass er erstens abholen und zweitens ein Pert vom Chiffre d'affaires von 25%. Ein wichtiger Akteur an dieser Krise war an ass de Luxemburg Convention Büro, den LCB as e GIE, de mat ze Summe mat der Stadt Lützeburg an Liwen gerufen fir Lützeburg als Kongressstandort zu positionieren. Krise huet ganz viel negative Aspekte mat ze spurt, me sie hat aber auch positive Aspekte. Dorinnner den, dass Akteuren zu summen iwwer ihre Sektor an ihr Positionement an Zukunft no gedurcht tun als Sachen ausgeschafft. Die offiziellen Partner vom LCB sie von 70 Partnern 400 Krise op 144 Stück am Moment rubgegangen. Dat weist, dass eine richtige Decision war, den LCB zu gründen, an hier seiner Rolle als Föderateur vom Sektor auch gerecht gehen ist. Workshoppen und Meetingen sind zu Lützeburg erlaubt, mit Konditionen von Haut sind anderer wie die von gestern. Sanitäre Mesuren verlangen ein Umdenken. Der Sektor hat einen Guide mit Rekommendationen ausgeschafft, mit Akteuren wollen noch Vertrauen nach außen schaffen. Dafür haben wir zusammen mit den Akteuren dezidiert, einen nationalen sanitären Label für Veranstaltungen an Leben zu rufen. Für auch an den nächsten Moment den internationalen Visiteuren eine Sicherheit zu geben, dass als Akteuren die sanitären Mesuren ganz echt holen und sie auch applizieren. Was für den Freizeittourismus gilt, gilt auch für den Business. Wir gehen die nächsten Monate verstärkt fort von Eventen, wo die Leute aus der ganzen Welt auf Lützeburg trainiert gehen, hin zu einer mehr lokaler Approche rundherum Lützeburg und Großregion. Recht, wenn die Situation nicht erlaubt, werden wir als Promotion graduell an Europa an einem internationalen Niveau ausbauen. Zu dieser neuen Approche gehört aber auch neu digital Wert zu gehen. Wir wollen Lützeburg als eine von den besten digitalen Business-Events-Destinationen positionieren. Die digitale Zukunft heißt, dass am Platz von einer Reihe physischer Veranstaltung immer mehr Hybridformate werden entstehen. Das heißt, wo eine Kombination von physischer Präsenz und aber auch digitalen Instrumenten harmonisch neben den existieren werden. Wir werden nicht einen Guest-Speaker per Videokonferenz oder Hologramm projizieren oder eine Konferenz an ein paar Länder gleichzeitig aufhalten. Das, was gestern die Exception war, wird nur die Regel sein. Das sind alles Sachen, die zwar schon vor Corona möglich waren, die aber während Corona eine ganz andere Vitesse gekriegt haben. Für das Lützeburg digital Predders aus dem LCB zusammen am Sektor umgangen, eine digitale Diagnostik von unseren Infrastrukturen zu machen. Doniert hat unser Ministerium Instrumente wie Fit for Digital en place für die Betriebe bei dieser digitalen Transition in der Term zu greifen. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass es stärkt für Lützeburg ist, sich neue Situationen anzupassen, den Engagement an den Einsatz von all den verschiedenen Akteuren an den letzten Wochen stimmen mich auch ganz zuversichtlich, dass der Lützeburger Tourismus an all seinen Facetten gestärkt aus dieser Krise wird rauskommen. Wir werden auf jeden Fall zusammen alles durchlehren. So, ich vielmals merci. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich muss mit der Maske an die Mikro schwätzen. Dann stehe ich kriege. Meine Frage wäre zu dem 50 € Ticket, den alle Residenten als Frontalier kriegt. Von der richtig verstehen und der werden die just benutzen für den Hébergement selber, nicht für Ersten zu gehen oder so. Wieso nicht? Das gibt für die Leute doch helfen, die Restaurants und Hotels. Voilà, ja.
das wäre mich froh. Das ist ein bewusster Schwar. Das ist ein Bon von 50 € für alle guten Tresen über 16 Jahren, aber auch Frontalien zu limitieren auf eine Bergementstruktur. Das sind die Bergementstrukturen über Nullstungen, das vom Camping bis zu der Berg de Jeunesse, über ein Hotel, wo man bewusste Schwar gemacht und nicht nimmen an die Bergementstrukturen zu gehen, weil es darum geht, Land zu entdecken. Es geht darum, auch einen Effekt zu haben, wo die Leute auf eine ganz andere Destination gehen und eben da eine Nacht verbringen an der Rundherum, aber nach einer Aktivität die natürlich können machen. Die meisten Hotellen, traditionelle Hotellen, haben auch gut Restaurant. Wie will das kontrollieren? Ich meine, das funktioniert ein bisschen ähnlich wie chaque Service. Das geht in dem Hotel an, ob den das verrechnen für sein Kitchen oder für sein Zimmer. Das ist dann schwer festzustellen. Also so, dass den Bon sind zwei QR-Coden drauf. Erstens mal den Hotelier muss den einen Code scannen. Auf der Linksseite sehen, den weiß, dass den Bon noch nicht angelegt ist. Und den zweiten als den Hotelier. Und du kannst auch nicht mehr den Hotelier, wenn den Hotelsbetrieb hat, dadurch auffallen. Ich meine aber, dass wir zusammen mit den Hotelier an der Schweizer Fotoreska schwätzen, dass auch ganz mal das auch verstanden sind, wie der dort eng zu vivieren. Und ich bin mir sicher, dass die Hotelier nicht werden. Schmu 3. Merci. Marabilo vom Wort. Ich habe zwei Fragen. Die erste, ich wollte wissen, wie viel macht der Business-Tourismus aus im Vergleich zum Leisure, also Freizeittourismus? Und die zweite Frage, es geht um den Fonds Tourisme. Wer genau kann davon profitieren? Wie viel Geld gibt es pro ASBL? Was sind die Kriterien, um überhaupt davon profitieren zu können? Und ist es eine Finanzspritze oder muss man das zurückbezahlen? Wie funktioniert das genau? Also iwwer den Fonds vom Tourismus, dats eng net remboursabel Hëlle die ASBL kreien natürlich kann net so en pro ASBL gëtt soviel, dat können natürlich Strobun wieviel Leiit zu gi ganz viele ASBL und das dat hawer immer muss erstreichen. Hunheit zu Lützeburg den Tourismussektor den ganz viel am Benevolat funktioniert. Die sind ASBLen, die sech benevol zu summen, die fir Sachen zu organisieren, wo auch Leiit schaffen. Die hunn deelweis Perte konnten deelweis Renovationen net machen bei ihren touristischen Infrastrukturen. Dat heißt, kann ich nicht pauschal so viel pro ASBL, dass wolle Digitalisierung zum Beispiel se den do, dass eng ASBL und den Numm so in die Gestion von engem Baggerweier zu Lützeburg mcht, die als ganz sehr op de Wegänge sich zu digitalisieren, zu summe mam ORT für einen digitalen Ticket können bieten. Dat sind Freien, wo auch Zoom mat den ORT gucken, an dem wolle Digitalisierung sehr Führung zu bringen. Auf der anderen Seite sind als Investment sind die Salären, die bezahlt gehen, wo einfach Pert von Revenuen da sind, an auch suchen für sich können nicht aufzustellen. All ASBL als daran nicht. Prozentual echt froh, wie viel als Business-Tourismus par rapport zu dem Freizeittourismus die Zöllen und Schnitt in der Hand, die Variation durch kann ich dir aber ganz gerne norechen. Das so, dass man gesehen, dass der Business-Tourismus an den letzten Jahren natürlich stark geklommen ist. Gesehen noch da, dass eine ganz große Diskrepanz gibt zwischen den Belegungen an den Hotelskapazitäten in der Woche an der Stadt par rapport zu den Weekender zum Beispiel am ländlichen Raum. Ich habe bei dem engen den starken Deel von der Woche, also bei dem anderen dem schwachen Deel von der Woche mit Business Tourismus zu Lützeburg als große Wolle, besonders für Hotellerie nicht am ländlichen Raum, am städtischen Raum. Fanny Kind schon Mertel. Froh kann schon irgendwie echt Tendenzen erkennen lo nur den letzten Wochen vom Dekonfinement. Ich weiß mal, dass vom ORT Müller mal gesagt, dass sie den nächsten Weekend für die Deutschgrenzen ist abgegangen, dass relativ einen Ausstieg hatte von den Reservationen. Wie gesagt, allgemein aus oder schon echt Erkenntnisse? Also das sind die Sachen, die ich mit einzelnen Hotelien oder Campingsbetreiber geschwärzt und ich mir da keine Tüte drüber, da so, wenn ich zum Beispiel mit den Campingen schwätzen, dass besonders wie den Transit am Anfang an der Beljob war, ein Gretsch holländische Touristen, die auf den Camping gegangen sind, schon kommen sind, nur aus den Transit hier zugemacht sind da über Deutschland kommt, echt lebt, aber da löse Lösungen, schon mal Hotelier geschwärzt aus dem Norden zum Beispiel, wo es direkt in
nächste Weekend die schlechten Weekend auch schon loserlos ugegangen als das Antil Java so an das eben das Problem vom Tourismussektor. Sie sind first in last out, der Reservationen hu schon 4 Konfinement hun loserlos Leiit hier Reservationen annuléiert storniert sind also net kommen an Reservationen, die wat die ganz dure gewircht wäre sie net gemerkt in der Tisch auch do werd mir kurzfristig gebucht gin grad dofir siblieren wir auch an der Strategie nach viel Mailo op nopeschlenner an Holland für das man do mir kurzfristig Touristen, die vielleicht am Auto am Zug op Lützeburg kommen mat gezielte Kampagnen, dass man de méi unsafe, dass mir begrad do eng mi stark Relance kreen. Also mir den am Resümé, dass het ugangen ass sind Touristen, die op Lützeburg kommen, sind noch Touristen, die en Weekend oder 2D op Lützeburg kommen, sind aber auch die op de Campinge schon präsent sind. Patrick Welte vom Journal. Ich muss jetzt mal nach der Bad News fragen. Wie viele Betriebe oder Huddern Statistik, wie viele Betriebe von der Kaffee bis zur Urteil in den letzten 3 Monaten quasi vergegangen sind und die Krise nicht überstanden haben? Und wie viele Betriebe im Tourismus befinden sich aktuell in einer prekären Situation? Dummer keine Statistiken drüber schmengen besonders dass die Äden die von der Regierung dezidiert gesehen grad Äde waren für sehr Liquidität können an Betrieber zu kreen die den Effekt lo an den letzten 3 Monaten zu muss englisch wir bisschen kurzfristig geht ja an grad auch Engagement von der Regierung den Plan de Relance et de Solidarité en place zu setzen die grad für den Sektor wieder nur geschwar den Horeca Bereich für du können mi langfristig nach können Äden auszubeziehen die fallen natürlich auch die 1250 €, wann den Madabischer schafft, dann 250 wann am Chômage partiell ist. Wie sie gerade nur haltig können, nie das Zeit River zu bringen. Ich bin so ganz sehr, die Idee hat, gehen nie der Chômage partiell, Liquiditäten an Avancen und zu bezahlen, für gerade die Situation do nicht zu kreieren, dass Betriebe keine Liquiditäten haben und dann an Verhalt fallen. Ja, Maxim Gehlen, ich habe mich gefragt bei dem Label, den der präsentiert hat, wie genau stellt ihr das dafür? Startup ist, wohin dann freiwillig mitmischt, was sind Konditionen, wie kontrolliert das, was kostet das und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch eine Frage zum Tourismusfonds. Du noch eine Frage zum Tourismusfonds. Also den Label Humalo zu summen mat allen Akteuren aus dem evenementiell an eben noch den Hotelier geschwart fir eng Sicherheiterem River zu kreen, dats den Tourist wees hey, Ech komme du hin du hast den so bisse wie den Label Safe to Serve fir eng Garantie ze ginn, dass verschiedene Kriterien ausgefüllt gesinn. Gëtt den ganze Guide den ausgeschafft gin ass mam LCB mat Rekommandationen fir die sanitäre Mesure noch umzusetzen. A grad das Lodat, wo man werden die nächsten Wochen durchschaffen für die Label können Pretzmantisch kann ich schon nicht so werden Wert kosten an wir werden als basieren op Rekommandationen, die schon ausgeschafft gesehen am Sektor. Das erste Prinzip ist, dass in das, was sowieso viel geschrieben ist, also was den muss machen, rausgeht, also jedes Mal nach der und der Mesure mehr und dafür sind ich noch viel mehr sicher und dafür filtere ich noch viel besser bei mir. Es sind Sachen, die an dem Label sind, die ihn muss respektieren. Du kannst zum Beispiel können Sachen sein, dass ihn muss überall, weil ihn racken, ein Desinfiziermittel haben, dass zum Beispiel Stil so oft doof gemacht gehen. Das sind alles Rekommendationen, die du siehst, für begrate Label können zu kreieren. Der hat schon eine Frage gestellt zum Tourismusfonds zu den genauen Modalitäten noch zu den SPL, wo die konnten nicht genau so wen wie weit kriegt, mir vielleicht noch eine Präzision, wenn ihr sich so etwas kann erwarten. Bei den anderen Äden hat ja relativ sehr dann Formulären auf den verschiedenen Plattformen. Wie kann ihr sich das vorstellen für Datei? Lief das ähnlich? Lief dann irgendwann aus? Und ist das First Come, First Serve? Oder wie funktioniert das? Wir sind gerade Kriterien alle gut auszuschaffen. Das ist ganz wichtig, dass man echt eine Prävisibilität doch bei den SPL haben. Da sind, wie du gesagt hast, das Leute durchschaffen, die ein Revenu kriegen, die kommen noch vom Chômage partiell. Profitieren op der anderen Seite sind aber Attraktionen, die am Moment Männer gut ugelaufen sind, die nicht nur eng Perd während dem Konfinement hatte, mit die Orelo nach nicht so ugelaufen sind, wie sie sollten. Die Formulären werden nicht gehen.
für die verschiedenen Kriterien zu erfüllen, wo ich noch muss Projekten, zum Beispiel kann Projekte erreichen, mit das alles so ein einheitlich Approach sind. Gerade dafür ist es wichtig, dass man zum Beispiel von dem Ticketing gesagt, dass man die über verschiedene Gestionen machen, dass wir nicht am ganzen Land 100 verschiedene Ticketsysteme sind, wo die nicht kompatibel mit dem anderen ist. An all diese Sachen werden wir am Kader von den Pilieren eben gerade mit den Akteuren ausschaffen. Wie viel Zeit geht es dafür? Ja, ich meine, dass, wie gesagt, beim Bon habe ich gesagt, Ugangs Juli werden ziemlich nur am Gang, denn das letzte Freitag dezidiert gehen, für dort en Platz zu setzen. Das geht das tut nach ein paar Wochen. Naja, dann hoffen wir, dass das nach 4 Uhr immer klappt. Du brauchst das nicht zu hoffen, ich bin mir da sicher. Serge Kassler, Radio 10,7 Chat nach peu Detailfroen zu Ärer Bongenaktiun vum 50 €. Wieviel am ganze werden de Bon kreen? So doch Grenzgänger werden vun dem Bon könne profitieren. Schätze rund 700.000 Bongen, die do werden rausgeschickt gin. An virsichtlech wo mat treschen, da wieviel Leiit werden an den 5,5 Mond vun der Dotraktion profitieren. Dat könnt mir geschieet verrengen de Bon van der eng 12 so dann kommt da 5,5 Mon und so die hat Demos gut da getroffen. Also ich hoffe natürlich das schiet verreen. De Bon alle ist well Lützeburg hut ganz viel ze bieten das einfach ein Incentiv fir auch ernstcht können zu entdecken. Scheieren awer dat auch van mat Leiit schwätzen, die werden dofu profitieren, weil so sowieso als Vakanz warfleisch net so wie man glüt wir willen unbedingt dawer ha am Land bis machen. Die Menge schon, dass viele Leute werden dofu profitieren. Froh die dabei passt wie groß das Kapazität vun Iwernüchtungsmöglichkeiten aktuell. Das variabel ich mein, dafür Hummer auch an der froh die meist gestaltet wann 700.000 Punkten raus gehen also verschiedene Variablen dran nicht nur für Hotelskapazitäten das auch für Campinger das für Aubergen oder die professionell gefeierte Struktur der Bergement dem man zu Lützeburg hun froh die meist gestaltet es geht durch mit natürlich ein variabel aus gehen 2 Leute summen an den Zimmer bleiben sie nur ein Wucht all die Sachen mit geht durch. Merci. Merci vielmals.